Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Sein einstiges Mündel, das findet doch noch eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Damit willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt, bereits im Part Nummer 7. Und ich würde mal sagen, geht direkt weiter im Text mit der Hauptstory. Ja, nun ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen oder spät zugeschaltet haben. Ich bin so eher der Spieler, der mich für die Hauptstory so, naja, sich begeistern kann, nicht so sehr halt auch für Sidequests. Die sind ja ab und zu auch schön, aber wenn man halt hier so eine Quest hat, die eigentlich einen dazu, naja, eigentlich doch eher ein bisschen dazu verleiten würde, direkt weiterzumachen, finde ich es ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich mache normale Quests und suche sichere später. Direkt aus den Sagen der Nordlinge, unfassbar. Ja, obwohl es eigentlich ziemlich deutlich ist, dass es dringend ist, dass sie sie finden. Botschafter war Atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen, nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Diener des Kaisers? Geralt ein Diener? Ja, servus dann. Ja, schöne Karte. Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Aedirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Pontar vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Cedwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung gewiss. Radowitz schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrel-Gebirge und griff Cedwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Cedwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Das ist natürlich doof. Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste, unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Pontar zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhir Emreis ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Oh Mann, ey, was für ein Quatsch. Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben.
einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger, besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Der blutige Baron? Hey, das ist ein Geist aus Harry Potter. Ah, so, ja. Hey, natürlich ganz das Gleiche. Entschuldigung. Ja. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vizima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Mich ebenfalls. Und außerdem ist es irgendwie interessant, war was so erzählen, vor allem ja, halt vom Ton her, wie er es überhaupt erzählt. Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Oh, man sollte so jemanden niemals unterschätzen. Man weiß ja nie, wann es plötzlich mal gegen einen selbst gerichtet wird. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Ja, tagsüber natürlich, gut. Was sind meine Klamotten? Kann ich wieder umziehen? Oder muss ich da... Was muss ich... Ist egal. Wir gehen wieder, Freunde. Auf der Suche nach Ciri. Die kennen wir so vom Let's Play her, eigentlich nur vom Let's Test. Also sprich halt von der Rückblende her, weil es noch ein kleines Mädchen und so war. Und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt so drauf ist. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. 1000 Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Zitrone und Nelken. Ach du Scheimkleister. Ja. Die Musik finde ich immer so geil. Eine Markierung Galgenhügel. Bitte was? Okay, wie sieht's, vor Vizima, okay. Neue Quest, die nilfgaardische Verbindung, cool. Reisen nach Vele machen wir, Bonuspunkte? Ah, Entschuldigung, falscher Knopf. Noch Stufe 3. Moment mal, neue Punkte. Ah, nee, haben wir schon mal gemacht. Oder? Ja. Nichts Neues, aber bitte mal ganz kurz umziehen, weil das ist mir nicht ganz geheuer. Hä, habe ich denn neue Klamotten? Vor allem jetzt hier ein neues Schwert. Hexers Stahlschwert, nee, ist das gleiche. Hä? Das ist gerade neu. So, der Rest stimmt dir soweit. Anfänger ab Tour. Platz ausnehmen. Also, dass es selber reparieren kann, wa? Genau.
Das wäre das. Haben wir hier noch etwas Interessantes? Nur was aber zugewiesen. Ich glaube, einen Trank brauchen wir momentan gar nicht mehr, oder? Ich würde gerne Nützliches. Dann noch die Dinger. Wie sieht es jetzt aus? Donner erhöht die Angriffskraft, Vergiftung, Wirkungsdauer. Naja, ist ein cooler Trank, aber brauchen wir den momentan? Nö. Denkt noch ein bisschen was zu saufen. Bisschen Apfelsaft. Ja gut, so ein bisschen gesünder drauf heute war. So, passt. Ich würde sagen, weiter am Text, Freunde. Ja, du mich auch. Ich sehe sonst nichts mit dem Hexersinn. Da scheint es eine neue Quest zu geben. Ist eine interessante Quest. Scheint nicht so sein. Und falls doch, wenn wir es ihm noch später holen, falls wir halt ein bisschen mehr Zeit haben und ich auch ein bisschen mehr Bock drauf habe. Ja, dankeschön. Schnellreisen. Okay, wir sind jetzt hier. Was wäre... Ah, okay, mach's halt so. Nach Wählen muss ich. Okay, dann wäre natürlich hier. Geht das überhaupt so? Hm, cool. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ich finde diese Szene immer so geil. Wählen, nördliches Temerien, 5 Tage später. Okay, 5 Tage braucht er für einen schlecht. So, Ciri, wo bist du denn? Oh, ja, nett. Der Greifenkopf immer noch dabei. Was will ich damit? Den könnt ihr längst mal abgeben. Nein, von mir aus. Ja, nette Begrüßung. Soll es zur Abschreckung dienen oder sind das einfach sogenannte Totenbäume? Ich meine, jeder kennt Apfelbäume und das sind halt Totenbäume. Oh Mann. Überall als Gegner ich auf der Karte gut sehe. Die Frage ist, sind Wildhunde, wa? Scheinbar jetzt nicht so stark. Ich hätte mal ganz kurz Bock, Freunde, zum Gucken, wie stark wir jetzt eigentlich sind, wa? Der Wind heult. Sag mal, kommt die mal? Ich will da gerade ablocken. So. Und jetzt hat's gebracht. Ich meine, wir kriegen rohes Fleisch von irgendwie seltsam aussehenden Hunden. Ob das irgendwie so gesund ist, eine andere Frage. Sehe sonst auch nicht so viel, wa? Naja. Der relativ frisch angekriegt, weil ich meine, wir teilen gut aus. Aber, Mann, ey. Naja, natürlich, Erfahrungspunkte gibt es nicht viel, war zu erwarten. Egal. Zurück zur Plötze und weiter auf dem Weg. Geralt, ja, geht doch, dankeschön. So, mein gutes Pferdchen. Gehen mal mitten durchs Dorf hindurch. Ich weiß, der Weg wird oben rechts irgendwie durchs Feld durchführen, aber erstmal gucken, wie es hier eigentlich so aussieht. Grafikmäßig ihm noch so ganz genial. Plätze. So schnell geht's gar nicht, Alter. Ach du Scheibengleise, wie sieht's denn hier aus? Das Anschlag. Ja, ja, meine Fresse. Ja, so ein Paradies ist es nicht wirklich. Also, da stelle ich mir schönere Ferienorte vor. Bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen.
Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. Wir sind scheinbar nicht so sehr beliebt hier. Naja. Dann griffen beide Streitmächte an. Einer von jeder Seite. Wenn ich groß Die bin, Kavallerie Oh Mann, ey. weit hervor. Den Armut und Leid, wohin man bloß blickt. Egal, machen ein bisschen schneller. Nehmt ihr uns mit, Mann? Nö. Da war irgendwie noch eine Quest. Vielleicht später. Da war noch ein Gegner. War das ein relativ starker und ein relativ normaler? So. Mach langsam. Normale Wildhunde. Dafür ist meine Zeit fast schon zu schade. So ein Greifer nochmal cool. Warum war da drin eine stärkere Armbrust? Das war ja echt ein bisschen übel. Übrigens, wenn wir gerade mal von Grafiken so sprechen, mittlerweile Version 1.06, also von dem her. Ich hoffe, es läuft jetzt eben noch ganz flüssig. Ich glaube, Version 1.5 war cool. Ein paar Tonnen, aber die geben auch nicht viel. Ich hatte gerade wegen den Erfahrungspunkten fahren, aber wie gesagt, da bringt es kaum bei denen. Servus! Los, lauf! Wow, der Wind, ey. Das erinnert mich irgendwie, ja, es erinnert mich ein bisschen an meine erste Fahrstunde, weil ich so ehrlich bin, von wegen links abbiegen. Hä, wo links? Ich sehe nichts. Ah, da! Naja, nee, so schlimm war es nicht, aber es geht in ungefähr in die Richtung. Alter, wie es hier stinkt. Sag mal ganz ehrlich, wo ist denn die? Wenn man so gucken darf. Okay, gut, wir sind in der Nähe. Ich dachte, ich kann doch schon wegen Nähe, da das so lange. Komm schon! Und wir sind in Wählen, Taverne am Scheideweg. Ja, wenn man sagen, mach so eine Plötze. Guter Junge, guter Junge. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Okay. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Dann schauen wir doch mal, ob wir Siri bereits im heutigen Part noch finden werden, wa? Das war elegant. Ich wollte eigentlich mit ihm quatschen. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legte ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge. Also ist die richtige Entscheidung, was die falsch? Ich meine, hätte es natürlich auch killen können, aber warum? Ich meine, die waren ein bisschen frech und so, aber sonst.
So, dankeschön. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Ja, wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Ja. Der liebe Wirt, das wird schon. Ja, das ist halt die Frage, gehen wir direkt runter oder heben wir uns das in der nächsten Folge auf? Mal kurz noch schauen, Leute. Hä? Hier drüben. Nein, wir können es auf den Weg machen, Freunde, ist ja kein Problem. Schöne Pferde, muss ich zugeben, aber unser Plötzlich können wir dann doch ein bisschen besser. Der Greifenkopf, ey. Naja Leute, ich meine, so eine lange Strecke bis dorthin und unterwegs soll nichts passieren, das bezweifle ich ein wenig. Nö, bis jetzt noch nichts. Oh Mann, der Sonnenuntergang ist echt geil. Hey, wo geht's denn hier runter? Ist gar kein Weg. Los, lauf! Dafür geht es hier aber steil bergunter, Freunde. Tja, wenn wir sagen, mit diesem atemberaubenden Schlussbild verabschiede ich mich für heute. Und wenn wir sagen, morgen geht es hier weiter bei The Witcher 3, weiter auf der Suche nach Hendrik und nach Ciri vor allem. Ciri, Entschuldigung, nicht Ciri, sondern Ciri, obwohl sie ein C ist und kein Z. Und mal gucken, was noch so erwarten wird, vor allem natürlich auch mit der wilden Jagd im Rücken, mehr oder weniger. Naja, bis dahin. Ciao zusammen.